Der englische Außenminister hat eine Mitteilung des Pentagons bestritten. In der Mitteilung heißt es, dass die USA das Tor am Kabuler Flughafen, welches Ziel eines Attentats war, Stunden davor schließen wollten. Es konnte jedoch nicht geschlossen werden aufgrund der Evakuierten, die nach England ausgeflogen werden sollten, so das Pentagon. Zwar habe China in der Vergangenheit eine Fülle von Schwierigkeiten stets überstanden. Mit dem zunehmenden Würgegriff von Präsident Xi Jinping über die Privatwirtschaft sei die Lage nun jedoch anders, schrieb der Milliardär in einer Kolumne für die Dienstausgabe der Financial Times. Investoren, die sich in die Rallye eingekauft haben, werden ein böses Erwachen erleben. Ab Montag tritt eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h auf den meisten Straßen der Hauptstadt in Kraft. Ausnahmen sind die Ringautobahn, auf der 70 km/h die Regel bleiben, sowie einige vielbefahrene Straßen wie 2 Streckenabschnitte an den Ufern der Seine oder die Avenue des Champs-Élysées. Letztere wird allerdings an einem Sonntag im Monat komplett für den Verkehr gesperrt. Das Tech Transparency Project hat in einer neuen Recherche herausgefunden, dass die norwegische Firma Storebrand im Bereich der erneuerbaren Energie in 3 chinesische Firmen investiert hat, die der Zwangsarbeit von Uiguren verdächtigt werden. Norwegische Medien meldeten, dass Storebrand 370 Millionen Kronen in diese chinesischen Firmen investierte. Um noch möglichst vielen Schutzbedürftigen die Ausreise zu ermöglichen, sucht der Westen laut Kanzlerin Merkel nach Wegen, mit den Taliban zu sprechen. Außenminister Maas versucht, Afghanistans Nachbarländer zu gewinnen. Nachdem die Sowjetunion untergegangen ist, haben Kirgisistan und Usbekistan am 31. August 1991 ihre Unabhängigkeit erklärt. Die Türkei hat als erste Nation die Unabhängigkeitserklärung beider Länder akzeptiert. Die türkische Frauenvolleyballmannschaft hat bei den europäischen Meisterschaften 3:0 gegen Polen gewonnen und ist somit ins Halbfinale eingezogen.